Es ist Samstag geworden, es ist der 28. März. Ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser kleinen Losungsrunde. Für die vielleicht zwischen ihnen gerne mal ein bisschen abhängen, weil es ihnen zu kompliziert wird oder vielleicht auch ein bisschen langweilig, könnt ihr das ein bisschen den Fischen zuschauen, die hinter meinem Rücken hin und her schwimmen. Es sind nicht mehr ganz alle drin im Aquarium, einige sind in der letzten Zeit gestorben, es war auch so ein Virus, der abgeräumt hat. Aber es hat auch Überlebende gegeben. Es steht Psalm 147, Vers 11. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Und im Lehrtext Markus 3,35 Jesus spricht: Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ja, schon beim ersten Wort, im Psalmwort, habt ihr euch vielleicht auch ein bisschen gefragt, warum soll man jemanden fürchten, wo man gleichzeitig auf seine Güte hofft? Und warum soll man auf jemandem seine Güte hoffen, wenn man ihn doch fürchtet? Und nachher, wie hängt das denn noch zusammen mit dem Thema Familie, das plötzlich da aus dem Markus-Evangelium reinspielt? Variante A. Wir haben vielleicht unseren Vater gefürchtet, möglicherweise auch die Mutter, und wir haben verlernt, auf Güte zu hoffen. Variante B. Wir haben daheim immer einen guten Grund gehabt, auf Güte zu hoffen, und haben wegen dessen keine Angst vor irgendeinem Vater- und auch Mutterbild. Wie seht, hier ist irgendwo immer noch der Gegensatz spürbar, auch daheim und nicht nur in unserer Beziehung zum Himmel. Eben, entweder hofft man doch oder fürchtet sich. Und irgendwie gibt es da scheinbar keine Lösung. Weder in unserer Beziehung zu Gott Vater, noch in unserer Beziehung, die wir je hatten, zu unseren Eltern oder noch haben. Ja, Gottesfurcht. Gottesfurcht ist eben keine Angst. Und dort entstehen immer die Missverständnisse. Wir wollen mal die ein bisschen entwirren. Gottesfurcht ist nicht eine Emotion. Ja, es ist nicht eine Emotion. Es ist eine Einsicht, es ist ein Respekt. Aber, ja, und eine Herzenshaltung. Aber ich möchte es sehr gerne auch ein bisschen mit einer geografischen Beschreibung umreißen. Gottesfurcht, extrem formuliert, ist eigentlich ein Aufenthaltsort. Gott ist oben, ich bin unten. Das ist so etwas wie die Geografie von Gottesfurcht. Hingegen eben Emotionen wie unsere Ängste, natürlich gehören auch Freude dazu, Erwartung und die vielen Emotionen. Wenn unsere Emotionen von Ängsten geprägt sind, dann sind wir also diesen Erinnerungen immer ein bisschen ausgeliefert und es spielt gerne wieder ein bisschen etwas rein. Die Sachen, die wir früher Angst davor hatten, die marschieren irgendwie noch mit. Vielleicht braucht es noch eine gewisse Assoziation, zum Beispiel das Wort Gott Vater ist so eine Assoziation, und dann ist man schon wieder dem ausgeliefert. Erinnerungen, die nicht sehr erfreulich sind, tun wir ja ein bisschen verdrängen, wenn es irgendwie gelingt. Sie geraten dann so ein bisschen ins Unterbewusste, prägen einem aber natürlich immer gleichwohl noch als Ängste. Man kann es übrigens verdrängen, bis sie sogar ganz abgespalten sind. So viel zu der Emotion Angst. Ich sage es nochmal, Gottesfurcht ist ein geografischer Ort. Wir wissen, dass wir unten sind und dass Gott oben ist. Angst hingegen ist eine Emotion, etwas ganz anderes. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Aus meinem eigenen Leben. Ich kann das heute unterscheiden. Früher konnte ich das nicht unterscheiden. Mit 20 keine Ahnung. Ich hatte strenge Erziehung. Mein Vater war viel weg. Es war viel Streit bei uns daheim. Ich hatte sehr viele enttäuschte Erwartungen und habe mich schon sehr früh entschieden, weil mich innerlich von meinem Elternhaus oder von meinen Eltern, vor allem von meinem Vater, abtrennen. Als ich 20 war, hatte ich ein
Aufenthaltsjahr gemacht in den USA und dort hat das mich eingeholt. Der Anlass war, Gott hat mir näher kommen. Und jetzt habe ich genau die Verbindung gemacht. Gott und Vater. Und nachher ist das ins Spiel gekommen, Angst. Angst, die ich habe. Angst vor Gott. Er will mich überfordern. Er will mich überrennen. Er hat Ansprüche. Im entscheidenden Moment ist er aber nachher nicht da. Er will auf eine Art mein Leben übernehmen, in einer schlechten Art. Ich muss wieder flüchten, wie dann als Kind. Das Risiko, Gott wirklich Zugang zu geben zu meinem Herz, das war mir zu hoch. Die Angst vor Gott, die eben nicht Gottesfurcht ist, hat mich in eine schwere Depression gestürzt. Das sind so Abwärtsbewegungen, so ein bisschen kreist sich das langsam in den Abgrund runter und hat mich handlungsunfähig gemacht in meiner Hinsicht. Ich war in einer geistlichen Wüste und das ist von dann an nachher 10 Jahre so gegangen. Ich bin übrigens dann in den USA eigentlich sehr knapp am Suizid vorbeigekommen, weil dann in dieser Nacht, als ich es begehen, bin ich Jesus begegnet und bin komplett in eine andere Welt eingetaucht. Angst ist eben nicht das Gleiche wie Gott ernst nehmen. Ich habe gelernt, mein Vaterbild komplett zu trennen von dem, was Gottes Bild ist, dann gleich im Nachhinein einige Sachen entdeckt, die doch irgendwie eine Gabe von Gott waren durch meinen Vater. Das sehen wir ja dann immer dann, wenn man anfängt, Sachen ein bisschen auszubeindeln, ist nicht einfach alles schwarz-weiß. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sehr gerne sage und immer wieder zu Gott sage, du darfst mich überraschen. Ich weiss, du wirst mich nicht überfordern. Ich erlaube dir, dass du mich vom Guten überwältigen kannst. Unmöglich wäre so eine Vorstellung gewesen, vor 30, 40 Jahren. Du darfst mich übergießen. Also alles, was über mich kommt von dir her, ist immer gut. Du darfst mich überzeugen von deinen Wegen. Ich bin immer bereit, das zu empfangen. Und jetzt kommt eben die familiäre Seite wieder ins Spiel. Darum eben auch Markus 3. Ich bin irgendwie connected. Ich bin irgendwie verbunden. Ich gehöre in das neue Familienbild hinein. Jesus sagt ja, ihr könnt nachher zu mir Bruder sein, Schwester sein, Mutter sein. Vater sagt er nicht, weil diesen Platz hat der Gott, der Vater, eben offen gehalten. Aber ich gehöre dann dort hinein. Und wenn er davor hat, den Willen tun, da kommt eben dann schon vielleicht wieder noch etwas von diesem alten Vaterbild rein, wo strenge Väter waren, die einfach ihren Willen durchgesetzt haben. Nein, so ist es überhaupt nicht. Sondern Gottes Willen tun ist ja nichts anderes als das Gute von ihm empfangen, ihm erlauben, uns zu beschenken, ihm erlauben, uns zu übergießen mit seinem Geist und durch uns durchzufließen. Das ist im Wesentlichen Gottes Willen. Und weil wir ja dann wissen, dass er treu ist und sein Versprechen immer auch haltet, gleicht er in manchem nicht so sehr unseren Eltern. Und aus diesem Grund können wir nachher gelassen in dieser Beziehung stehen und leben. Wie gesagt, Angst ist eine Emotion, die wir mitgenommen aus dem Leben, aus Erlebnis, aus Vergangenem, vielleicht auch Gegenwärtigem. Gottesfurcht ist der richtige Platz, den wir einnehmen können, zusammen mit Jesus. Beschenkt sein von oben, vom Vater, der nichts Schlechtes von ihm hat. Ich wünsche euch einen schönen Tag.